Hat Angst vor einem Attentat? Hat Sympathie auf den sozialen Netzwerken mitgedeelt? Wir haben uns mit diesen Fragen beschäftigt. 130 Tote a viel mehr Verletzender. Das ist der Bilan von den Attentaten ausgeführt vom IS den 13. November zu Paris. Soziale Netzwerke sind von einer großen Welt von Sympathie überrannt gehen und die Angst vor weiteren Attacken ist gewusst. Wir haben die Leute auf der Straße nach ihrer Meinung gefragt und als Minister von der Binnensicher Sicherheit innehalten. Hat Angst vor den Attentaten? Oui, j'ai quand même peur, mais bon, il faut sortir, il faut pas rester à la maison. No. Nee, gut nicht. Nee, ich persönlich nicht, nee. Was sind Attentaten zu Paris für die Lützebäuer Sicherheit zu bedeuten? Ich ging so und hört für die letzte Sicherheit dasselbe zu bedeuten wie an vielen anderen europäischen Ländern. Das ist so, dass wir vulnerabel sind, dass das Risiko gibt von so terroristischen Attacken auch bei uns. Allerdings ist es so, dass wir kein konkret Menassen zu Lützburg haben. Wir sind am Niveau 2, das heißt Vigilance accrue. Wir passen mehr auf, wir verstärkt Polizeipräsenz. Meint der, dass Lützburg ein potenzielles Ziel von einem Attentat sein könnte? Oui. Nee. Nee. Ich meine nicht. Nee, ich denke nicht, weil wir ja nicht an einem Krieg dabei sind. Für den Moment kann alle an du gegriffen gehen. Hat der einen Unterschied gemerkt, was Sicherheit anbelangt? Nee, das ist dasselbe. Die Polizei die geht mit den Waffen rein, der Staat ist schon Security laufen rundherum. Ja, Lützeburg nicht, nee. Also... Auch als Lützeburg sind Leute Syrien gegangen, für auf der Seite vom IS zu kämpfen. Wie können wir dem vorbeugen? Das ist so, dass wir probieren, Leute, wo wir merken, dass das Risiko haben, dass sie sich radikalisieren, dass wir die probieren, von der Schiene aufzukriegen, unter anderem durch Témoignage von Leuten, die da gemacht haben, die sich radikalisiert haben, die eventuell auch in Syrien waren und die den ganzen Horror da mitgekriegt haben, die Ideale, die sie eventuell am Kopf hatten, wie sie da hingegangen sind, gemerkt haben, dass das alles nicht so ist, dass das just ein kriminell Band ist, die da agiert. Dafür ist es doch so, dass man ja ein Telefon angefordert hat, wo ihn kann sich melden, wenn ihn zum Beispiel als Eltern merkt, dass ihn kann sich radikalisieren, wenn Freunde, Kollegen das merken, für dass ihn da präventiv vorgehen, für sich davon aufzuhalten. Viele Leute haben auf Facebook ihr Profilbild geändert und auf Twitter den Hashtag #PrayForParis verbreitet. Was hältst du davon? Im Moment eine Klickrevolution. Es sind viele Leute, die klicken irgendwo Like oder sie favoriten irgendwo auf sozialen Medien. Und da wird gesagt, hey, ich habe mein Tio gemacht. Voilà, los mal meine Ruhe, los mich weiter, das Spiel werde ich gemacht. Ich fand, dass jeder selber wie los, ob bloß ein Profilbild ändert, für solidarisch zu sein oder eben Solidarität vis-à-vis von Frankreich zu weisen. Also so, ja, kann den sich äußern. Das ist eben schwierig, dann raus von war das wahr oder war das falsch. Das Paris, also Irak, dass ich alles kriege. Es gibt noch viel Shitstorm, so wo gegen Muslime gemacht. Das ist genug Subjektivität, die wo du im Moment schon rundherum kriegst, und muss ich nicht noch mehr Benzin an Feuer gehen. Für was hast du dein Profilbild geändert? Weil ich selber Kollegen, die auf Paris wohnen, so. Einfach als Respekt. Erstens mal, weil ich Freunde heute zu Paris und auch in Frankreich, wo ich mir auch den Abend selber Gedanken gemacht habe und den noch SMS tun. Aber ganz gut, weil da die Facebook hat, für die konnte direkt so und ich bin in Sicherheit. Dafür zu weisen, dass ich auch dabei sind, aber ich kann so sehen. Und die zweite Sache, weil in Solidarität mit einem Land, was so barbarische Akten muss erleiden muss ausdrücken. Er soll, er will ausdrücken. Hat er das noch schon wieder gemacht? Bei einem anderen Evenement? Nee, wünsche nicht. Ich hatte doch mit bei Charlie Hebdo geändert. Nee, am Anfang nicht. Wie erklärt ihn sich die Reaktion auf die sozialen Netzwerke? Weil das in räumlicher Nähe passiert ist. Wenn wir jetzt von Luxemburg ausgehen, sogar so, dass zumindest in Teilen sogar dieselbe Sprache gesprochen wird in Frankreich. Und das hat eine natürliche Tendenz, die wir haben, uns mit anderen Menschen solidarisch zu zeigen, hervorgebracht. Dazu kam das Mitgefühl und die Empathie, also das Mitleid mit anderen, aber auch das Wissen, wie es anderen in so einer Situation gehen kann. Was auf jeden Fall festzustellen ist, es ist die Möglichkeit, sich zu äußern und Flagge zu zeigen. Da haben die sozialen Netzwerke uns auf jeden Fall sehr geholfen, dass man hier über ein Profilbild, über ein Symbol beispielsweise nach außen wirksamer werden kann. Wie warst du auf den Attentater geworden? Internet. Über Facebook. Nachrichten. Facebook. Internet. Facebook. Fernsehen. Das ist Facebook. Ja.
am Facebook. Facebook. Sozialmedien ginn immer méi zu de Source fir Norrichten oder zur Plattform fir Solidarität auszudrecken. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass ein Like auf Facebook oder Klick auf Twitter bis lo leider nach kein Kliewe gerettet wird.